Ja, also Professor Bakonik oder die beiden Bakoniks. Du hast Theologie, Erziehungswissenschaften, Publizistik, Soziologie studiert, Lehrtätigkeiten, Vorbereitungsklassen, weil ich gerade von Migration gesprochen habe, für Gastarbeiterkinder. Dann warst du tätig am Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung der Alpen-Adria-Universität Wien. Themen natürlich mehrsprachige Bildung, Minderheiten im Bildungssystem, und Mehrsprachigkeit, interkulturelle Bildung, Begleitung des zweisprachigen Schulmodells und natürlich Immersion, von der wurde bis jetzt noch weniger gesprochen. Vielleicht darf ich Samu auch gleich vorstellen, weil du dann gleich anschließen wirst. Vom Studium her Wirtschaftsmathematik, also sehr interessant, aber dann eben auch Lehramt Slowenisch. Du hast unterrichtet und bist jetzt an der Alpen-Adria-Universität. Bis 2013 warst du Leiter der Koordinierungsstelle für Lehramt und bist jetzt Senior Scientist am Institut für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung, Arbeitsbereich Allgemeine Erziehungswissenschaften. Thema natürlich Mehrsprachigkeit, aber auch Erinnerungskultur. Gibt es gleich weiter. Treba uklopiti? Ne, ni treba. Hvala lepa. Okay. Hvala lepa, Günther, za uvod. Pozdravljeni navzoči. Ja, tudi spoštovani organizatorji, zdi se mi, da je zelo pomembno, da smo se od včeraj na danes tej tematiki, predvsem nekako tematiki jezika, tako intenzivno posvetili in to, kar smo zdaj čuli preko teh sporočil, elektronskih sporočil, da kar precej zagona in tudi poguma in je deloma tudi nekako težko zdaj takoj, bi rekel, neke vrste in medias res v koroško realnost vstopiti, ne? Ker bi me samega sebe tudi mikalo nekako na podlagi obeh prispevkov diskutirati naprej, kaj je za Koroško možno. Ja. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, als wir beide dieses Referat vorbereitet haben, hatten wir mehr oder weniger so einen Ausgangspunkt oder was sind mehr oder weniger die Bedingungen, von denen wir jetzt in Kärnten ausgehen, über ein Language Planning zu sprechen. Und da sind wir drauf gekommen, dass es für uns ganz wichtig ist, einmal zu schauen, welche Funktionalität hat überhaupt die slowenische Sprache im öffentlichen Raum? Wie ist dieser öffentliche Raum in der Vergangenheit gewesen? Gibt es mehr oder weniger eine zunehmende Einschränkung dieses Raumes, wo das Slowenische angewendet werden kann, wo faktisch diese Funktion der Sprache auch gelebt werden kann, auch weitergegeben werden kann? Und bei all diesen Betrachtungen, denke ich mir, ist es wahrscheinlich auch notwendig, ein Stück in die Geschichte zu schauen, weil auch wenn ich selber beispielsweise gegenüber dem sogenannten obligatorischen zweisprachigen Unterricht von 45 bis 58 durchaus auch eine kritische Position vertrete. Immerhin war es aber ein, sage ich jetzt einmal, ein Programm für ein Land, mit dem man tatsächlich eine völlig andere Zukunft aufbauen könnte, als es in den letzten 75 Jahren dann auch gelungen ist oder nicht gelungen ist. Meistens gibt es dann irgendwelche Ereignisse, die sich einprägen und mit denen man, sage ich jetzt einmal als Angehörige der slowenischen Volksgruppe, traumatisiert, weitergeht, weitererzählt und so weiter. Und dann gibt es neue Entwicklungen und kann vielfach auch diese neuen Entwicklungen nicht entsprechend irgendwie auch einschätzen oder auch interpretieren und deuten und so weiter. Weil man irgendwie dieser nicht erreichten Funktionalität der Zweisprachigkeit oder der slowenischen Sprache, weil man diese nicht leben kann. Deswegen genug jetzt einmal dieser Vorbemerkung. Ich bin anders eingestiegen, als ich mich vorbereitet habe und will sofort jetzt einmal zu einem ganz wesentlichen Ereignis übergehen. Und zwar, ich denke, dass man
aufgrund dieses Ereignisses diese zunehmende Einschränkung der Funktionalität der Sprache am deutlichsten sieht, beziehungsweise dieses Ereignis hat ja nicht nur bloß in dem einen Jahr eine wichtige Bedeutung gehabt, sondern das hat sich mehr oder weniger längerfristig auch ausgewirkt. Auch das will ich zeigen. Es mag sein, dass man diese kleinen Zahlen von Volkszählungsergebnissen nicht lesen kann, aber zwei wichtige Ereignisse, die, denke ich, eine ganz massive Position einnehmen, das ist das Jahr 1958. Gre pri tej letnici za odpravo dvojezičnega šolstva in če znamo odpravo dvojezičnega šolstva tudi nekako prav interpretirati, moramo nekako priznati, da je odprava dvojezičnega šolstva imela tako rekoč najbolj dramatičen vpliv na upad slovenskih govorcev, če primerjamo nekako obe šteti iz leta 51 in letom 61. Mi imamo leta 51 približno 42.100 slovensko govoreče, torej ljudi, ki se nekako priznavajo k slovenščini kot občemu jeziku. In 10 let pozneje in vmes je nekako odprava dvojezičnega šolstva, imamo samo več 24.911 govorcev ali pa oseb, ki rečejo, da tudi uporabijo slovenščino nekako v svojem vsakodnevnem prostoru. To pomeni, da je umik slovensko govorečih za 40%. Takega umika pravzaprav tudi v vseh zadnjih stoletjih nimamo, ker so razmeroma prejšnja ljudska štetja čisto po svojimi političnimi pogoji nekako nastala. To je nekako, mislim, da zadostuje za prvi vtis. Ich möchte deswegen jetzt einmal diese Sache noch einmal aufgreifen und nämlich die Abschaffung des zweisprachigen Unterrichts hat ja genau genommen die Zusammensetzung der Schüler und der Schülerinnen, die noch am zweisprachigen Unterricht teilgenommen haben, vollkommen verändert. Also wir sehen, dass quasi über Nacht 80% der Schüler aus dem zweisprachigen Gebiet quasi die Möglichkeit verloren haben, Slowenisch als Schulsprache noch in Anspruch zu nehmen. Und das ist für meine Begriffe die prägendste Einwirkung oder Auswirkung, dass es auf einmal nicht mehr möglich ist, das Slowenisch als Schulsprache zu verwenden, um sich weiter zu qualifizieren, aber nicht nur bloß um in der Schule zu haben, sondern das Slowenische hat faktisch mit der Abschaffung des zweisprachigen Unterrichts auch was anderes verloren, nämlich die Geltung für den allgemeinen sprachlichen Gebrauch. Ich habe für mich deshalb so die Zusammenfassung geschrieben, dass die Schülergeneration, die entweder vom zweisprachigen Unterricht abgemeldet worden ist, beziehungsweise von der Schülergeneration, die zum zweisprachigen Unterricht nicht angemeldet wurde, später nach dem Jahre 1959, mit hoher Wahrscheinlichkeit später als ältere Generation das Slowenische nicht mehr weitergegeben haben. Und dass auch die Abschaffung des zweisprachigen Unterrichts nicht nur bloß das Slowenische aus den Schulen verdrängt hat, sondern längerfristig auch aus den Familien. Die Eltern haben vielfach nicht sofort von heute auf morgen umgeschaltet, aber langfristig haben sie sich dieser Sprache nicht mehr bedient. Das ist für mich eine Einengung eines öffentlichen Raumes, in dem es möglich wäre, das Slowenische auch zu gebrauchen und deshalb auch ein massiver Einschnitt, was die Funktionalität der slovenischen Sprache bzw. auch des zweisprachigen umboriti. Zato mislim, da je ukinitev uporabnosti slovenščine v šoli zelo hitro zajela
tudi ukinitev slovenščine v družinah. To je, ker tisti proces v družinah je po vsej verjetnosti bolj dolgo trajal, ampak se je nekako morda čez 10 let ali pa morda celo prej tudi nekako ugladil. Wenn ich jetzt die nächste Jahreszahl hernehme, also das ist das Jahr 19 oder das Schuljahr 1959, 60. Wir haben im Frühjahr 1959 die Verabschiedung des Minderheitenschulgesetzes, wonach, das wissen wir, die Eltern dann quasi ihr Elternrecht in Anspruch nehmen konnten. Ich will mich jetzt nicht in die politische Interpretation jetzt hineinlassen, was ist alles passiert. Aber eines kann man, denke ich, durchaus sagen, dass die Anmeldung, das Anmeldungsprinzip zunächst einmal keine deutlichen Zäsuren oder Folgen ausgelöst hat, sondern eher langfristig nicht diesen massiven Einschnitt bedeutet hat, wie beispielsweise das Jahr 1958. Und wenn man dann weiter hinuntergeht zum Ortstafelsturm, und das ist für mich jetzt einmal so aber eben auch in der Auseinandersetzung mit Samo Konig, das ist nämlich der Ortstafelsturm. Was hat der Ortstafelsturm ausgelöst wegen der Einschränkung des Slowenischen in der Öffentlichkeit? Ich denke, dass der Ortstafelsturm als solcher wahrscheinlich keine unmittelbare Auswirkung auf die Anmeldungen gehabt hat, sondern nur, es ist zwar leise zurückgegangen bis auf einen Tiefpunkt von ca. 13,5% im Jahre 76, und ich denke, dass sich hier ein positiver Effekt schon deutlich macht, nämlich die Auswirkungen des slowenischen Gymnasiums. Wir haben zu dieser Zeit fast bei jedem Matura-Jahrgang eine große Anzahl von Absolventen und Absolventinnen, die sofort anschließend dann in die in die pädagogische Akademie übergehen, wonach es dann möglich war, nach einem Jahr auch die Qualifikation für das zweisprachige Lehramt zu bekommen, sodass die damalige Lehrergeneration etwas ganz Wesentliches beigetragen hat, nämlich durch ihren verbesserten Unterricht, vermutlich auch durch eine entsprechende pädagogische Praxis, wo sich Lehrer selber mit dem Slowenischen auch identifiziert haben und damit ja auch die Eltern durchaus auch bei der Anmeldung auch halten konnten. Also ich denke, das muss man auch in diesem Zusammenhang so positiv sehen. Ampak če kljub temu skušamo nekako princip prijave daljnoročno nekako interpretirati ali pa videti, moramo nekaj povedati, da je princip prijave nekaj zakoličil, namreč to sta bili dve vrsti učencev, a pa dve vrsti otrok. In to sem tudi sam doživljal na vasi in sem pozneje, ko sem bil že na slovenski gimnaziji, to še bolj doživljal. Namreč na eni strani so bili tisti, ki so bili prijavljeni, na drugi strani so bili tisti, ki niso bili prijavljeni, in kontakta med obema skupinama skoraj da včasih ni bilo, ker starši tega niso želeli. Kar je pomenilo tudi, tu imamo neko vrsto polarizacijo, da ne rečem etniziranje dveh jezikovnih skupin. In ti dve jezikovni skupini nista samo oni dve stali nasproti, ampak to je bila tudi šolska realiteta, dve šolski realiteti, dve družbeni realiteti, in ki sta imeli čisto različna gledanja na družbo. Ich denke, das reicht jetzt einmal, damit man diese Auswirkungen einmal so sieht. Wenn Sie mehr davon was haben wollen, dann würde ich tatsächlich mein Buch empfehlen, wo ich diese Sache sehr gründlich auch analysiert habe, auch aufgrund von längeren qualitativen Interviews mit Menschen, die nicht am zweisprachigen Unterricht teilnehmen durften, und andererseits auch mit Personen, die genau diese Situation erlebt haben. Grem naprej. Ja,
Zum Teil hat schon Micha Verbinz auf diese Situation hingewiesen. Also das ist momentan die derzeitige schulische Struktur im Minderheitenschulwesen. Und ich sage es gleich vorweg, im Grunde ist es eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Das ist ein Systembruch. Und ich denke, nachdem das einzelne Leute im derzeitigen Bildungsministerium es begriffen haben, dass es vermutlich so nicht weitergehen kann, ist es notwendig, wahrscheinlich diese Systemkorrektur durchzuführen, aber ich will auf das nicht eingehen, das wird Samo Wakonik auch sagen. Aber was will ich damit trotzdem deutlich machen? Man sieht, dass von der 1. bis zur 4. Schulstufe die Teilnahme am zweisprachigen Unterricht annimmt, gerade von der 1. bis zur 2. Schulstufe. Das ist der Vergleich mit dem Jahrgang früher, nicht mit den nicht mit den Jahreszahlen, die in dem Schuljahr sind. Das ist einmal das eine. Und was passiert dann vom Übergang oder auf der Schnittstelle von der 4. Klasse Volksschule auf die Sekundarstufe 1? Was Micha Verbinz schon gesagt hat, nach dieser Berechnung, 56% der Kinder verlieren jeglichen schulischen Kontakt mit dem zweisprachigen Unterricht oder überhaupt mit der slowenischen Sprache. Das kenne ich auch aus vielen Diskussionen, speziell in oberen Rosenthal oder beispielsweise rund um St. Leonhard bei Siebenbrünn, St. Leonhard präsiert mich Studenzig, wo Kinder gerne am zweisprachigen Unterricht teilnehmen, aber selbstverständlich nicht diese Entscheidung oder die Eltern nicht diese Entscheidung mittragen wollen, dass Kinder jeden Tag dann ins slowenische Gymnasium nach Klagenfurt fahren. Die Kinder werden an eine Nachbarmittelschule angemeldet oder gehen dann ins Gymnasium in Villach. Das heißt, langfristig muss man es ermöglichen, dass der zweisprachige Unterricht, so wie er von der 1. bis zur 4. Schulstufe faktisch geführt wird, dass es auch weitergeht. Das slowenische Gymnasium bildet eine Ausnahme. Wir wissen auch, dass der slowenische Unterricht an der neuen Mittelschule unter den derzeit sehr ungünstigen Bedingungen stattfindet. Wenn jemand mehr davon wissen will, soll sie sich die Dissertation von der Kollegin Nadia Wolauschek-Kurasch einmal durchlesen, die eine quasi totale Untersuchung diesbezüglich durchgeführt hat. Grem nekako zdaj naprej in to je zame drugi odločiven premik v mašinskem šolstvu in sicer gre za sledeče. Namreč gre za obdobje od leta 1990 do danes. Mi sami vemo, katero obdobje je, to je tisti veliki preobrat v Evropi, ki je vodil do ustanovitve novih držav, kot naprimer Slovenija, Hrvaška in druge stvari. Ampak vse to ima tudi vpliv na starše, ki živijo s svojimi otroki v dvojezičnem ozemlju in kjer je tudi možnost dvojezičnega pouka. In če znamo, to statistiko prav interpretirati, potem je nekaj zelo interesantno, da od leta 1990 pa do danes, so najnovejše številke, pride v absolutnih številkah, to povedano, skoraj do podvojitve prijav, torej prijavljenih otrok. Če to gledamo nekako procentualno, je to še več kot samo podvojitve. Ampak kaj hočem s tem povedati? Da starši in večina teh otrok pride iz enojezičnih družin, to se pravi, zaletje slovenskih družin je razmeroma zelo malo. Bomo na drugem primeru tabele to tudi nekako prikazal. Ampak hočem povedati, da starši, ki doživljajo tudi ta preobrat in to spremembo, odpiranje menja, povezovanje čez meje in take stvari, v glavah teh staršev se nekaj premika. Oni imajo tako rekoč pred sabo ponudbo dvojezičnega pouka in seveda otroka prijavijo. Ampak z določenim pričakovanjem.
Velikokrat tudi s pričakovanjem, da dobi dober dvojezičen pouk. In je pa vprašanje, kako reagiramo na to situacijo, če imajo Kaj naenkrat nemško govoreči starši svoje otroke prijavljeni k dvojezičnemu pouku, otroci slovenskega znanja ne prinesejo sabo, ampak imajo pa pričakovanje, da je kakovosten dvojezičen pouk. In seveda imajo ti starši po vsej verjetnosti druge motive, kot pa tisti starši, ki pridejo, kaj bi jaz rekel zdaj, iz zelo zavednih slovenskih družin. Kar pomeni, da moramo tiste različne motive tudi enostavno vzeti resno. Samo kratko povem eno primerjavo. Če primerjamo, naprimer, starše v Šentlenartu pri 7 študencih, ki imajo svoje otroke prijavljene k dvojezičnemu pouku, starši na javni dvojezični šoli v Celovcu, je nekaj zelo zanimivega, da motiv, da otroka prijavijo, je življenje ob trojezični meji. Ali pa tudi to, da ima nekako perspektiva, torej poklica za lastnega otroka, da ima večje možnosti pozneje se nekako zaposliti in take stvari. Na javni dvojezični šoli, kjer je tudi zelo mešana publika, je pa nekaj zanimivo, da gre tam nekako v prvi vrsti tudi za manjšinski jezik, da se ohrani, ampak gre v prvi vrsti tudi za dobro dvojezično izobrazbo. To je samo en tak kratek utrinek za vas, da veste, da so motivi deloma čisto različni in da je te motive treba tudi nekako preko temu primerno tudi interpretirati. Grem zdaj nekako k naslednji in recimo, also diese Folie zeigt nämlich Folgendes, Es gibt mittlerweile nicht mehr die Praxis, dass man bei den Neuanmeldungen zum zweisprachigen Unterricht durch die Lehrer jetzt einmal die Sprachkenntnisse des Slowenischen jetzt einmal irgendwie einschätzt. Deswegen sind diese Einschätzungen oder Messungen sind es keine, Einschätzungen auch nicht, sind vermutlich Trendeinschätzungen. Nicht? Sind vermutlich auch nicht sehr genau. Aber was zeigt diese Praxis doch oder diese Tabelle doch? Nämlich als im Jahre 1980, 81 zum ersten Mal diese Einschätzung eingeführt wurde, hat sich herausgestellt, dass 124 Kinder, die zum zweisprachigen Unterricht in der 1. Klasse angemeldet wurden, dass die gute Kenntnisse haben. Und wenn wir dann uns das Schuljahr 2016/17 ansehen, sind es 97 Kinder, was letztlich heißt, dass absolut nicht viele Kinder verloren gegangen sind, 27 Stück. Aber wenn wir uns die geringen oder keine Kenntnisse anschauen, 1980 gibt es 90 Kinder und 2016/17 425 Kinder. Es belegt einmal mehr, es kommen in erster Linie Kinder nicht aus den slowenischen Familien oder aus gemischten zweisprachigen Familien, die zum zweisprachigen Unterricht angemeldet werden, sondern es sind Eltern mit deutschsprachigem oder einsprachigem Hintergrund, die aber eine Erwartung haben, sie wollen einfach dieses Bildungsangebot für ihre Kinder jetzt einmal realisieren. Grem naprej. A je to? Ja, je tako. Ich bin im Grunde bei der letzten Folie. Und zwar geht es mir bei dieser Folie darum, was muss eine weitere Betrachtung des zweisprachigen Unterrichts, beziehungsweise was muss eine weitere Betrachtung beinhalten, dass wir die Funktionalität der slowenischen Sprache nicht weiter eingrenzen, sondern ihr
quasi die Räume öffnen. Mir geht es nicht um die Slowenisierung in Kärnten, sondern das, was früher auch in beiden Botschaften gesagt worden ist, Sprachen brauchen Anwendung, das muss honoriert werden. Und ich denke, wenn wir weiter über die Zukunft des Slowenischen sprechen wollen, müssen wir eines wissen: Die Schule hat die Aufgabe, nämlich den Erhalt des Slowenischen als Volksgruppensprache. Nicht nur den Erhalt, sondern auch, es geht um die Erweiterung, es geht auch um eine Entwicklung. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, ich denke, dass ja quasi mit der Öffnung der Grenzen ja die Bedeutung des Slowenischen auch in diesem Wirtschaftsraum eine andere Perspektive auch bekommen hat. Und ich denke, das ist ernst zu nehmen. Das hat es beispielsweise bei der Abschaffung des zweisprachigen Unterrichts nicht gegeben. Eine dritte Sache ist, viele Eltern, und das kommt auch in der Befragung der Eltern heraus, nutzen das Slowenische faktisch als Einstiegssprache für andere slawische Sprachen. Damit wird die Mobilität größer. Sehr viele möchten einfach mit den Slowenischkenntnissen teilhaben an den kulturellen Veranstaltungen, slowenischen oder zweisprachigen Veranstaltungen, entweder in Kärnten oder in dieser Region. Wir kennen viele Leute, die oft immer wieder nach Ljubljana in die Oper oder zu den anderen Festivals gehen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss nur eine Sache sagen, weil die betrifft nämlich die öffentliche zweisprachige Volksschule in Klagenfurt. Wir haben in den 2000er Jahren, als die Anmeldungen zugenommen haben, erkannt, dass wir auf diese veränderte Sprachstruktur oder sprachlichen Hintergrund der Schüler und Schülerinnen irgendwie reagieren müssen und haben uns damals für das Projekt oder für das Modell entschieden: eine Woche Slowenisch, eine Woche Deutsch. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Zukunft des Slowenischen in Kärnten, des Zweisprachigen, nur dann irgendwie garantiert ist, wenn sich die Ausdehnung oder die Kontaktzeiten mit dem Slowenischen adäquat mit dem Deutschen auch verlängern. Wir haben das gesetzlich mehr oder weniger verordnet, dass der zweisprachige Unterricht in den Volksschulen mehr oder weniger in gleichem Ausmaß anzubieten ist, aber es wird leider nicht gelebt, das ist die Frage. Und langfristig denke ich mir, dass auch andere Schultypen an dieser Geschichte nicht vorbeikommen. Ich will jetzt das slowenische Gymnasium irgendwie ausnehmen, aber wir haben beispielsweise die neuen Mittelschulen. Das ist eine eindeutige Sackgasse, hier muss repariert werden. Und wenn ich den Begriff von der Frau Eileen Huff-Jones in Anspruch nehmen kann für unsere Überlegungen mit SAMO, dann gehen wir vermutlich von einer Statusplanung aus. Das heißt, wir müssen am derzeitigen Status etwas verändern. Hvala lepa za pozornost.